Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst. Danke, dass du das Zentrum bist. Danke, Herr, dass es jetzt auch um dich geht, um deine Person, um dein Wort, um den Himmel, um unsere Zukunft. Segne uns, sprich zu uns, wir beten dich an. Amen. Das Thema wurde bekannt gegeben. Ich danke auch Thomas für die Lesung der Schrift. Ich muss noch einige Texte wiederholen, die werde ich dann nochmals lesen. Es ist ein ernstes Thema. Wie geht ein Christ mit dem Tod um? Und ich möchte eingangs noch einmal lesen, Apostelgeschichte 2, 23 und 24. Apostelgeschichte 2, 23 und 24. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Es ist wunderbar, dass der Jesus Christus vom Tod nicht festgehalten worden war. Man könnte es so sagen, er hat sich ganz einfach nach 3 Tagen verabschiedet. Der Tod konnte ihn nicht halten. Der Tod hat ihn nicht festgehalten. Und das ist eine ganz wunderbare Botschaft. Und darum geht es auch heute Vormittag in dieser Predigt. Denn die Konsequenz ist folgende. Und das wird jetzt ganz persönlich für uns. Wenn der Tod Jesus nicht halten konnte, er hatte keine Macht über Christus, dann kann er auch uns, Kinder Gottes, nicht halten. Das ist die logische Konsequenz. Und von daher müssten wir grundsätzlich keine Angst haben vor dem Tod. Aber das ist ja die große Frage. Haben wir Angst, haben wir keine Angst? Ich werde versuchen, das zu erklären. Aber es ist doch so, wenn Jesus Christus den Tod besiegt hat, und davon gehen wir aus, ich denke, das wird jeder hier bejahen, und wir diesem Jesus angehören, ist die Schlussfolgerung einfach und klar: Der Tod hat auch für uns seinen Schrecken verloren. Einverstanden? Also, dann machen wir weiter. Also der Tod ist zwar da, ist ganz klar, er ist da. Wir werden konfrontiert mit ihm, fast täglich. Aber er hat keine Macht mehr über Kinder Gottes. Und hier möchte ich euch eine zweite Stelle lesen, die natürlich sehr wichtig ist. Das ist so ein Siegeswort, das muss man immer lesen, sagen wir, wenn wir in Zimmer gerufen werden, wo vielleicht Sterbende sind, wo Menschen sind, die leiden oder andere, die angeschlagen sind, die Angst haben. Das ist die Stelle Hebräer 2, 14 und 15, wo es heißt: Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er Jesus dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hat, das ist dem Teufel, und erlösete die so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Ich denke, diese Stelle haben Sie sicher auch schon gelesen. Das ist eine ganz wunderbare Tatsache. Das ist die fantastische Konsequenz der Entmachtung des Todes. Und das ist jetzt für uns heute. Wir brauchen uns nicht mehr ein Leben lang zu fürchten vor dem, was kommt. Das steht hier geschrieben. Warum? Weil Jesus hat Fleisch und Blut angenommen, Körper geworden, wie wir, Mensch geworden, und er hat den Tod für uns erlitten. Er ist diesen Weg gegangen. Er ist den schrecklichsten Todesjordan durchgegangen, den man sich vorstellen kann, und damit hat er den Tod ein für mal entmachtet. Und diese Stelle besagt es deutlich: Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Diese Angst wurde uns durch das Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha genommen.
Sind Sie immer noch einverstanden? Das ist wichtig, ja? Also, der Tod ist zwar noch da, aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Er hat keine bleibende Macht über uns, denn so wie der Tod Christus nicht halten konnte, kann er Sie und mich auch nicht halten, insofern wir auch wirklich wiedergeborene Kinder Gottes sind. So, das ist die Theorie. Das ist biblisch, aber es ist doch ein bisschen vielleicht theoretisch. Es sind alles Sachen, die wissen wir. Wie sieht die Praxis aus? Wie sieht die Praxis aus in diesem Thema, wenn es uns trifft, wenn es kommt in unsere Nähe? Haben wir Christen tatsächlich keine Angst mehr vor dem Tod? Es ist doch klar, wenn man konfrontiert wird, vielleicht ganz nah, vielleicht in der Familie, vielleicht bei Eltern oder in der Verwandtschaft oder liebe Freunde, dann zuckt man zusammen. Überhaupt, wenn man etwas hört vom Tod, ja, mit ihm konfrontiert werden, dann ist das nicht unbedingt eine schöne Erfahrung. Und viele von uns möchten sich gar nicht damit beschäftigen. Wir möchten gar nicht damit reden. Es ist uns einfach nicht wohl, wenn wir ehrlich sind. Obwohl wir das alles genau wissen. Wir kennen das Evangelium. Wir wissen, dass Christus den Tod entmachtet hat. Wir wissen, dass er das für uns geschmeckt hat. Und wir mit ihm auch uns nicht mehr vor dem Tod fürchten müssen. Wie geht ein Christ mit dem Tod um? Um hier zu einer gesunden Sichtweise zu kommen, müssen wir zunächst zwischen zwei Dingen ganz klar unterscheiden. Und ich hoffe, Sie können das wirklich auch unterscheiden. Das ist sehr wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen der Angst vor dem Tod selbst und zwischen der Angst vor dem Weg des Todes. Wir nennen das den Todesjordan, ja? Durch den Todesjordan gehen. Das ist so ein Ausdruck, den wir ab und zu erwähnen. Die Angst vor dem Tod selbst ist die Angst, die wir haben müssten, wenn wir Jesus nicht kennen würden. Da müssten wir Angst haben. Die Angst vor dem Tod ist die Angst, die einen Menschen beschleicht, wenn er weiß, es geht alles zu Ende. Haben Sie das schon mal mitgemacht? Haben Sie schon mal einen Menschen sterben sehen oder das mitbekommen, vielleicht davon gehört, der nicht gerettet war? Und der weiß, jetzt ist es soweit. Es ist ganz schlimm, es ist schrecklich. Der Mensch, er spürt, es beschleicht ihn, es geht zu Ende, er sieht sein Sterben kommen, es wird ihm plötzlich klar mit lähmenden Entsetzen, ich falle ins Nichts, bald ist es aus, meine Existenz zerfällt, ich bin auf ewig verloren. Sogar diejenigen, die den Mund voll genommen haben in ihrem Leben über den Tod, wir kennen solche, ja, Ungläubige, und die gespottet haben über den Tod. Wenn es soweit ist, dann kommt diese Angst. Das ist die Angst vor dem Tod, diese lähmende Angst. Christen müssen diese Angst nicht haben. Nochmals, der Tod kann uns nicht halten. Wir haben es gelesen, über Jesus steht es so wunderbar geschrieben, der Tod konnte nicht halten, er ist nach 3 Tagen auferstanden. In Christus kann der Tod uns auch nicht halten. Also diese Angst ist eigentlich für uns gegenstandslos. Und wir müssen sogar sagen, der Tod ist für uns die Brücke in die ewige Heimat. Das ist einfach eine Tatsache. Aber die andere Angst, die ist eben da. Die Angst vor dem Weg des Todes oder eben die Angst vor dem Gang durch den Todesjordan. Das sind vielleicht die Schmerzen, die wir fürchten, die mit dem Sterben verbunden sind. Anfechtungen, die kommen können. Und diese Angst, die ist eben bisweilen da. Das ist auch bei allen Kindern Gottes gleich. Bei allen. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Da müssen wir einander stützen, ermutigen. Zum Beispiel Marianne Kästli. Es ist klar, in dieser schrecklichen Krankheit, man hat Ängste. Wie wird es werden? Wie wird es gehen? Wie werde ich enden? Das ist die Angst vor dem Weg des Todes.
Je nachdem, wie ein Mensch die letzten Tage und Stunden seines Lebens geführt wird, wird er vielleicht mit dieser Angst konfrontiert, der eine mehr, der andere weniger. Es gibt ja auch Fälle, die müssen auch diese Angst nicht erleben. Also ich weiß nicht, die Älteren unter euch, ihr erinnert euch an Röne Schuddel, unseren wunderbaren Ältesten vor vielen Jahren. Ich war noch ledig, jetzt bin ich Großvater, also können Sie ausrechnen, wie lange das her ist. Dieser Mann legt sich hin aufs Sofa und ist im Himmel. Da war kein Todesjordan in dem Sinn. Und andere führt Gott ganz anders. Und wir können es nicht voraussagen. Wir wissen es nicht. Es ist bei jedem verschieden, zumal Gott mit jedem Menschen einen besonderen Weg geht. Aber das möchte ich Ihnen sagen. Ich hoffe so, dass das Sie erreicht heute. Damit bleibt doch bestehen, dass Kinder Gottes die Angst vor dem Tod selbst nicht haben müssen. Der Tod ist besiegt. Christus ist für uns diesen Weg gegangen. Und er hat ihn besiegt, ein für alle Mal. Denn der Tod hat ihn nicht gehalten, der Tod wird sie auch nicht halten. Rechnen Sie doch einfach jetzt wirklich damit. Und der Weg des Todes, das ist eine andere Sache. In der Praxis ist es nun so, dass Kinder Gottes trotz der Tatsache, dass der Tod besiegt ist, nicht immer bereit sind, wenn ihre Stunde kommt. Also, ich rede jetzt darüber, dass wir von ganzem Herzen glauben, der Tod ist besiegt, er kann mich nicht mehr halten, wenn es mal so weit ist, ich bin dann in Christus geborgen. Und doch kann es sein, dass wenn dann der Tag kommt, die Stunde kommt, dass man in irgendeiner Weise nicht bereit ist. Und jetzt rede ich nicht unbedingt über die Angst, das habe ich jetzt erwähnt, das brauchen wir nicht zu haben, aber es sind andere Dinge da. Der Tod kommt manchmal zu schnell, auch bei Kindern Gottes. Ich werde Ihnen das versuchen zu erklären. Ich gebe Ihnen 2 Antworten, warum Kinder Gottes manchmal, das ist nicht bei jedem so, nicht bereit sind. Nicht bereit sind. Also wir reden jetzt nicht mehr über die Angst, ja? Das habe ich jetzt kurz erwähnt. Wir brauchen sie nicht zu haben in Christus. Und über den Weg des Todes denken Sie nicht darüber nach. Der Herr wird es wohl machen. Sie werden gut ankommen. Sie müssen sich nicht sorgen im Vorhinein. Wir wissen gar nicht, was alles geschieht. Das meiste, was wir fürchten, geschieht ohnehin nicht. Das, was Sie jetzt befürchten, kommt nicht. Meistens ist das so. Warum sind Christen nicht bereit auf den Tag, wenn sie heimgehen? Warum kommt der Tod zu schnell, zu früh? Sehen Sie, es gibt Gläubige, die denken, reden gerne über den Himmel. Also in gesunden Tagen, in guten Zeiten, wo alles normal verläuft, da redet man mit Freuden über den Himmel, ja, und das ewige Leben. Aber man redet weniger über den Weg in den Himmel. Wohl über den Himmel, aber wenig über den Weg. Warum? Weil für diese Menschen mit absoluter Sicherheit festgelegt ist, dass sie einmal entrückt werden. Das ist der Weg. Sie werden entrückt. Sie haben sich das vorgenommen, dass das so sein muss. Es wurde immerhin gepredigt. Sie glauben es und daran halten sie sich fest. Und von daher denken sie nicht nach über den Weg des Todes, der vielleicht anders sein könnte. Schauen Sie, die Verkündigung der Entrückung ist eine wichtige und wahre Botschaft. Unsere Hinwegnahme von dieser Erde, wir dürfen es nicht vernachlässigen, das doch immer wieder mal zu sagen. Man muss es nicht übertreiben, aber es ist eine biblische Botschaft. Aber das ist die Botschaft, welche manchen Gläubigen die Wahrheit des Todes entfremdet hat. Nicht, weil der Prediger sie vielleicht überzeugend gebracht hat, sondern man ist falsch damit umgegangen. Schauen Sie, spätestens wird das manchmal offenbar, wenn ganz plötzlich der Zeitpunkt kommt, dass ein liebes Kind Gottes abberufen wird. Es muss gehen, es ist die Zeit, die Gott bestimmt hat.
Es muss die Erde verlassen. In diesem Augenblick wird offenbar, dass es gar nicht bereit ist zu gehen. Warum? Es hat sich immer mit den Worten beruhigt. Ich werde ja ohnehin entrückt. Ich muss nicht sterben. Es ist klar, dass wir alle von dieser Erde weggenommen werden möchten und miteinander in den Himmel gehen möchten. Das ist klar. Sie doch auch, oder? Das ist wunderbar. Das hat der Paulus auch gelehrt. Der Paulus hat sehr gewünscht, er formuliert das so, dass er nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchte. Also, ich muss das mal ganz kurz lesen. Zunächst sagt er in 2. Korinther 5, Vers 1, das ist eine herrliche Aussage, wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Also eine ganz schöne Aussage über den Himmel, über unser himmlisches Haus, über die himmlische Wohnung. Und dann nur einige Verse weiter, da sagt er dann Folgendes, und hier geht es um seinen Wunsch. Ja, dass er doch auch hinweggenommen werden wird, dass er nicht sterben muss. Wir, sagt er, das sind die Verse, das 2. Korinther 5, Vers 4. Wir, die wir in der Leibeshütte sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Also von diesem Wort kann man ausgehen, dass der Apostel Paulus durchaus den Wunsch hatte, dass er von dieser Erde durch die Entrückung in den Himmel gelangen darf. Er hatte den Wunsch, so seine himmlische Wohnung zu erreichen. Aber es hatte nicht sein sollen, das wissen wir aus der Geschichte, es ist so vieles geschehen. Wir wissen wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit, dass Paulus auch einen Märtyrertod gestorben ist, zusammen mit Petrus unter Kaiser Nero. Schauen Sie, es ist durchaus möglich, dass wir als Gemeinde Christi von dieser Erde hinweggenommen werden. Wir werden entrückt. Das ist fantastisch. Dann ist diese Predigt schon fertig, dann müssen wir gar nicht mehr lange darüber nachdenken. Das wäre das Herrlichste. Das wünschen wir alle. Aber einige mussten aus unserer Mitte in den letzten Monaten und Jahren durch den Todesjordan gehen. Es waren ganz verschiedene Situationen. Gott hat es so bestimmt. Und verzeihen Sie, dass ich es sage, einige, die hier sitzen, werden das auch gehen müssen. Auf diese Stunde, die Gott bestimmt hat. Ich möchte Ihnen Folgendes jetzt ans Herz legen. Rechnen Sie doch damit, dass für Sie im Himmel eine Wohnung bereit ist. Das ist doch das Maßgebende. Rechnen Sie damit, dass Sie einmal bei Christus sein werden. Rechnen Sie damit, dass es irgendwo ein Stichdatum gibt. Das ist der Tag, an dem Christus Sie heimholt. Aber überlassen Sie es doch bitte dem Herrn, wie er Sie heimholt. Natürlich, es sind Dinge da, die wir müssen beachten. Darauf komme ich dann noch am Schluss. Aber jetzt zunächst das. Einfach im Glauben annehmen, ich habe eine Wohnung im Himmel. Das genügt. Und was der Herr dann macht mit ihnen, das ist seine Sache. Vielleicht werden wir die Entrückung erleben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen sie sterben. Vielleicht müssen sie heute sterben. Es ist schon krass, um das so zu sagen. Aber es ist so. Hier möchte ich noch etwas sagen. Lasst uns nicht in das Extrem fallen, dass wir uns intensiv vorbereiten auf einen eventuellen Todesjordan. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Ich denke, das wäre falsch, wenn man sich das jetzt ausmalt, was alles kommt. Nein, leben Sie in der festen Zuversicht, dass Sie einmal wohlbehalten drüben ankommen werden. Der Psalmist sagt, das Wort ist bekannt, meine Zeit steht in deinen Händen, Psalm 31, Vers 16. Das bedeutet, der Zeitpunkt unseres letzten großen Umzuges ist exakt festgelegt. Wann das sein wird, das hat Gott geplant. Vor Grundlegung der Welt wurde ihre Geburt geplant, wurde
ihre Sterbestunde geplant. Sie können gar nichts verändern. Ist alles festgelegt beim Herrn. Also, rechnen Sie damit, ich werde einmal gehen zum Herrn. Ich habe eine Wohnung im Himmel, aber wie das dann wirklich in der Praxis aussieht, das überlassen Sie doch bitte dem Herrn. Das ist sowieso unser Problem. Wir mischen uns ein in Dinge, die uns nichts angehen. Das ist Gottes Sache. Unsere Sache ist, uns zu freuen auf den Himmel. Und das, was ich am Schluss dann noch sagen werde, Gottes Sache ist, den Zeitpunkt festzulegen und dann uns an diesem Zeitpunkt heimzuholen. So, das ist mal eine erste Antwort, ja, warum Kinder Gottes nicht immer bereit sind. Das haben wir übrigens auch erlebt. Das sind Dinge, die sind geschehen, ja, in der Seelsorge, wo wir gemerkt haben, dass Menschen nicht bereit waren deswegen. Jetzt eine zweite Antwort. Warum sind Menschen manchmal nicht bereit, wenn der Tag kommt und Christus sie heimholt? Das ist jetzt eine sehr ernste, wichtige Sache, die wir jetzt miteinander anschauen wollen. Für manche Christen kommt der Tod zu schnell. Nicht, weil sie noch jung sind. Wenn man jung ist, kommt er ohnehin zu schnell, das ist klar. Nein, das sind manchmal sehr betagte Geschwister. Es sind vor allem betagte Geschwister, über die ich jetzt rede. Natürlich trifft es die Jungen genauso. Aber ich rede jetzt mal über Ältere. Ja? Es kommt die Stunde, wo sie merken, ich muss bereit sein, ich muss gehen. Sie wissen, der Moment ist da, ich muss meine letzte Reise antreten. Es wird ihnen auch gesagt, vielleicht von Arzt, vielleicht von Angehörigen. Was stellt sich plötzlich heraus in dieser Stunde? Dass sie Zeit ihres Lebens nicht alles unter das Kreuz Christi gebracht haben. Sie haben nicht über allem, was in ihrem Leben eine Rolle spielt, manchmal eine Negativrolle, den Sieg Jesu in Anspruch genommen. Sie merken plötzlich, es gibt ganze Gebiete, die noch brach liegen, da ist nie etwas geschehen. Man hat immer gesagt, ja, das kommt noch, das kommt noch. Ja, ich weiß, ich muss mich noch ändern. Ja, ich weiß, das sollte ich irgendwann mal anpacken. Hier muss ich endlich mal Initiative greifen und so weiter und so weiter. Und man hat es nie gemacht. Man hat das immer aufgeschoben. Es ist ja so, dass wir alle unsere Fehler haben. Also wir machen Fehler noch und nöcher. Wir machen täglich Fehler. Wir machen Fehler, die vielleicht Folgen haben, wo wir merken, das habe ich jetzt gesagt, getan oder nicht getan. Wir haben Charakterschwächen, ja, die haben wir, die haben Sie auch. Die habe ich auch, die haben wir alle. Aber wissen Sie, wehe uns, wenn wir nicht bei Zeiten mit allem Einsatz im Namen Jesu, nicht aus eigener Kraft, ja, im Namen Jesu gegen diese Charakterschwächen angegangen sind. Da kann es sein, dass plötzlich der Engel des Herrn, ja, der Herr selber in irgendeiner Weise ihnen deutlich macht, du wirst gerufen, du gehst heim und dann ist es zu spät. Und wir können es nicht mehr erledigen. Wir haben das oft erlebt bei Geschwistern, die sind beim Herrn, die sind nicht verloren. Denken Sie jetzt nicht an sowas. Aber diese Geschwister, die in solchen Situationen kommen, die plötzlich merken, ich habe vieles versäumt, die denken dann, jetzt bin ich verloren. Nein, sie sind nicht verloren, denn wenn ein Mensch durch Christi Blut erkauft wurde, dann hat das Blut die Kraft, ihn zu retten. So oder so. Aber vergesst nicht, dass wir im Himmel einmal Rechenschaft ablegen werden über unser Leben. Und wehe uns, wenn wir gestorben sind mit einer Hypothek. Eine Hypothek, die auf uns liegt. Wir müssen mit Gottes Hilfe, das sage ich bewusst, nicht selber, ich habe das so oft versucht,
Ich habe so oft versucht, Dinge zu ändern. Wenn man am Morgen sagt, so, ab heute, dann hat man schon wieder gelogen. Man macht es nicht. Wenn man aber sagt, mit Christi Hilfe, mit seiner Hilfe, ich will da angehen. Ich hab in Bern, ich besuche da manchmal unsere Senioren, ich habe ein Ehepaar besucht, das ist vor einigen Tagen gewesen, die sind sehr betagt, sie können nicht mehr aus ihrer Wohnung raus. Und der Mann hat mir ein Zeugnis gegeben, er war ein Kettenraucher in jüngeren Jahren. Er wusste, wenn das so weitergeht, werde ich sterben. Meine Lunge wird zerfetzt werden, ich werde sterben, ich mache mich selber tot. Er konnte nicht loskommen von diesen Zigaretten. Und dann hat ein anderer ihm gesagt, ja, du musst halt beten. Dann hat er gedacht, naja, das habe ich so oft schon gemacht. Und plötzlich war es ihm klar. Und das ist mir auch reingegangen, dass ich dachte, das muss ich mitnehmen, vielleicht anderen sagen als Ermutigung. Er war Baggerführer. Er saß wieder auf dem Bagger bei der Arbeit und dann kam wieder die Lust. Lust, eine Zigarette anzuzünden. Und er hat mir gesagt, im Rhythmus von 20 Minuten. Also können Sie ausrechnen, wie viel der geraucht hat. Das ist ein ganzes Vermögen. Und dann hat er gemerkt, jetzt kommt es wieder. Und dann, in seiner Not, hat er einfach geschrien, Herr Jesus, rette mich von diesem Klust. Und er sagt, im selben Augenblick war es weg. Aber nach 20 Minuten kam er wieder. Dann hat er wieder gebetet. Er hat dasselbe Gebet gesagt. Und er sagt, Marcel, ich habe den ganzen Tag so gebetet. Und am anderen Tag wieder. Und am nächsten Tag wieder. Und irgendwann hat sich das verflüchtigt. Und er hat nie mehr eine Zigarette geraucht. Und da habe ich gedacht, das bedeutet es, mit Christi Hilfe Charakterschwächen und Fehler und sündhaften Dinge abzulegen. Das ist der Weg. Wissen Sie, uns Christen wird manchmal weisgemacht, es ist alles erledigt, Sie müssen nichts tun, Sie können aus der Gnade leben, Christus hat es getan und er wird es tun. Das ist die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, Christus hat alles für mich getan, aber nun muss ich seinen Sieg in Anspruch nehmen und sagen, im Namen Jesu wende ich den Sieg jetzt an. Herr, hilf mir jetzt in diesem Augenblick. Ich will nicht mehr. Und das ist der Kampf des Glaubens, den wir kämpfen müssen. Und Sie müssen einfach Ihre Charakterschwächen in dieser Weise angehen. Tun Sie es nicht. Dann kann es sein, dass die Stunde kommt, der Herr ruft Sie und Sie merken plötzlich, ich habe so vieles noch nicht erledigt. Und deshalb sind Christen manchmal nicht bereit. Sie werden gewahr, dass sie über so manches in ihrem Leben den Sieg nicht in Anspruch genommen haben. Sie sind gegen diese Dinge nicht angegangen. Sie sind geblieben, wie sie waren. Sie haben sich nicht verändern lassen durch den Heiligen Geist. Wissen Sie, was in solchen Augenblicken passiert? Das kann jeder Seelsorger bestätigen. Panik, Panik, Panik. Man sieht, was man versäumt hat. Man hat nicht mehr die Kraft, es nachzuholen. Und das ist das Fatale der ganzen Sache. In solchen Momenten hat man nicht die Möglichkeit mehr, sich zu verändern. Ich will Ihnen hier mal ein Wort lesen, was nicht unbedingt damit zu tun hat, aber es ist sehr passend. Ein Wort Jesu an Petrus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Johannes 21, 18. Klar haben diese Worte eine besondere Bedeutung, das wissen wir. Aber sie sprechen eindringlich darüber, dass es einen Zeitpunkt gibt im Leben eines Menschen, wo er bestimmte Dinge nicht mehr tun kann. Er kann einfach nicht mehr. Im Seniorenzentrum, einige machen da ja Dienst, auch seelsorgerlich. Und alle, die wir seelsorgerlichen Dienst tun, wir haben das erlebt. Ja? Die Menschen merken, es ist nicht gut, ich habe das und das nicht erledigt. Und sie haben nicht mehr die Kraft, um es später noch zu tun. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, ich sage es Ihnen mit großem Ernst, es könnte sein, dass in Ihrem Leben einmal eine Zeit kommt, wo Sie bestimmte Dinge nicht mehr ordnen können. Sie können nicht mehr aufräumen. Sie können nicht mehr die Sache wieder so mit Gottes Hilfe ändern, wie Sie sie ändern sollten. Sie möchten zwar, Sie können nicht mehr.
Und wie schwer wird dann der letzte Umzug in die ewige Heimat sein? Wie schwer wird es dann sein? Sie werden zwar ankommen, denn sie sind gerettet. Sie sind ein Kind Gottes. Aber der Weg dorthin könnte schwer werden. Sie sind nicht vorbereitet auf die letzte große Reise. Wir sollten eigentlich so leben, dass wir jeden Tag bereit wären zu gehen. Ja, Herr, du willst mich holen? Ich bin bereit. Ich kann. Ich habe alles erledigt. Prediger 12, Vers 1 und Vers 7. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen. Und die Jahre sich nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Ich lade Sie ein, heute, jetzt, nicht morgen, den Entschluss zu fassen, in Christus, mit ihm zusammen, um die Gebiete, die jetzt brach liegen, sukzessive seinen Sieg anzuwenden. Und ich versichere Ihnen, es wird Ihnen gelingen. Wissen Sie, hier denke ich oft an Josua, an Mose. Gott hat gesagt zu Mose, später zu Josua, schau, das ganze Land, das vor dir liegt, ist euch. Das habe ich euch alles gegeben. Das ist alles von euch. Könnt ihr alles für euch in Anspruch nehmen. Aber sie mussten eine Sache tun. Später sagt nämlich der Herr noch ergänzend, alles Land, worauf deine Fußsohle sich stellt, ist euer. Das heißt, sie mussten es in Besitz nehmen. Und ich sage Ihnen jetzt mit ganzem Ernst, aber auch mit großer Freude, Ihnen ist der ganze Sieg Jesu anvertraut. Es ist Ihnen geschenkt geworden. Christus hat alles auf Golgatha erreicht. Er hat nicht bestimmte Dinge einfach außer Acht gelassen. Und er hat auch nicht in Ihrem Leben Dinge liegen lassen, um sie irgendwie in Schwierigkeiten zu bringen. Der ganze Sieg ist da in Christus. Sie müssen nur eins tun, Sie müssen ihn anwenden. Sie müssen in diesem Sinne den Kampf des Glaubens kämpfen, dass Sie sagen, mit ihm, mit Christus, gehe ich das jetzt an. Und dann, wenn dann die Stunde kommt, dass Jesus sagt, Kind, ich hole dich, sind Sie bereit. Also in der Vergangenheit haben wir ganz wunderbare Sachen erlebt mit Sterbenden. Zum Beispiel Burkhard Fetsch, kann ich mich noch erinnern. Ich war bei ihm noch im Krankenhaus. Seine letzten Worte waren, er hat alles wohl gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es dann noch ging, aber das waren in etwa seine letzten Worte. Und andere haben mitgemacht, sie haben gekämpft. Ja, sie haben alle das Ziel erreicht. Aber wie? Ihr lieben Geschwister, seid bereit, wenn Jesus kommt. Wie gehen Sie mit dem Tod um? Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sie entrückt werden. Vielleicht werden Sie gar nicht entrückt. Verlassen Sie sich darauf, dass Christus eine Wohnung für Sie bereitet hat. Und seien Sie bereit. Und räumen Sie auf. Fangen Sie heute an. Machen Sie in Ordnung. Mit Jesus. Die Vorbereitung auf den Tod. Wie werden wir nun bereit für unsere große letzte Reise? Was bedeutet es wirklich, bereit zu sein? Also, eigentlich habe ich schon 2 Antworten gegeben. Die erste Antwort, einfach davon auszugehen, dass ein Platz im Himmel bereit ist. Wie ich ihn einnehme, ist Gottes Sache. Die andere Antwort war, aufzuräumen, sich vorzubereiten, Gebiete, den Sieg Jesu auf Gebiete, die noch brach liegen, den Sieg Jesu in Anspruch nehmen. Aber es gibt noch eine ganz wichtige Antwort. Was bedeutet es, wirklich bereit zu sein auf die Ankunft Jesu in unserem Leben, ob dies nun durch unsere Hinwegnahme von dieser Erde ist oder ob es durch den Tod ist? Ich kann es mit einem Wort sagen, Erwartung. 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 Philipper 3,20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Oder Titus 2,13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten.
Ihr Lieben, was wird einmal zum Größten, zum Herrlichsten gehören, dass wir am Ende unserer Lebensreise antreffen werden? Was ist das Herrlichste? Jesus. Ja? Jesus. In Person. Und diesen Jesus, Sie müssen ihn tagtäglich brennend erwarten. Und ich sage Ihnen, je mehr Ihre Erwartung echt wird in Ihrem Herzen, je mehr werden Sie bereit sein auf den Tag, wenn er kommt und sagt, mein Kind, ich hole dich ab. Sie werden bereit sein, ohne Wenn und Aber in die ewige Heimat einzuziehen. Erwartende Christen sind bereit. Vielleicht erinnern Sie sich, an Weihnachten haben wir mal darüber gesprochen und ich denke, auch andere haben darüber gepredigt in der Weihnachtszeit, über den alten Simeon. Was hat den alten Simeon in Jerusalem ausgezeichnet? Er hat die erste Ankunft Jesu sehnlichst erwartet. Und bei diesem Mann entdecken wir jetzt ganz wunderbare Sachen, die ich Ihnen noch mitgeben möchte. Simeon. Also dieser Mann lebt in einer großen Erwartung auf die erste Ankunft Jesu. Das heißt von ihm, ich lese Lukas 2, 25, siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Er wartete auf den Trost Israels. Was hatte das zur Folge im Leben des Simeon? Zwei Dinge. Das müssen wir noch miteinander anschauen. Wir haben hier noch genügend Zeit. Erstens kam der Moment, wo er tatsächlich den Heiland auf seine Arme nehmen durfte. Lukas 28, da nahm er ihn, das Kind Jesus, auf seine Arme. Dieses Tragen des Kindes Jesus symbolisiert tiefste Gemeinschaft mit Christus, welche denen zuteil wird, die in einer solch brennenden Erwartung stehen wie Simeon. Ich meine, hier hat sich seine Erwartung erfüllt. Er durfte ihn sogar tragen. Ich möchte es Ihnen wirklich sagen, von Herz zu Herz, seien Sie mit allen Phasen Ihres Herzens ein brennender und wartender Christ. Ein solcher wird immer mehr erfahren, was es bedeutet, tiefste Gemeinschaft mit Christus haben zu dürfen. Jetzt, heute. Es ist wunderbar, wenn wir das lernen. Also das war das Erste. Gemeinschaft. Jesus war da. Er durfte ihn sogar berühren. Zweitens, das Leben in einer brennenden Erwartung hatte bei Simeon noch eine weitere herrliche Folge. Über diese lesen wir in Lukas 2,29. Und diese Worte habt ihr sicher auch schon gelesen in Lukas 2,29. Herr, nun lässt du deinen Diener mit in Frieden fahren. Mit anderen Worten, der alte Simeon war von Herzen bereit, seine letzte große Reise anzutreten. Er war bereit zu gehen. Es ist klar, dass diese Geschichte in seinem Zusammenhang eine besondere Botschaft darstellt, aber es war mir ein Anliegen, Ihnen bildhaft diese zwei Dinge aufzuzeigen. Erstens, Gläubige in einer tiefen, brennenden Erwartung. Sie werden in eine tiefe Gemeinschaft mit Christus geführt. Jetzt, in diesem Leben. Das ist ganz wichtig. Wie Simeon. Einmal kam der Tag, er durfte ihn sogar berühren, in seine Arme nehmen. Zweitens, Gläubige, die in einer brennenden Erwartung leben, werden innerlich mit großer Bereitschaft erfüllt, diese Erde an dem Tag, an dem der Herr es bestimmt hat, zu verlassen. Das finde ich so wunderbar. Der alte Simeon, er sagt so ganz getrost, Herr, nun ist okay, ich bin bereit, ich komme. Du lässt deinen Diener in Frieden fahren, ich bin bereit zu sterben. Wir wissen nicht, wie der Herr es für uns vorgesehen hat, wie es für uns kommen wird. Vielleicht werden wir entrückt. Ja, warum nicht? Aber es kann sehr gut sein, dass vielleicht mehr als wir denken, aus diesem Saal irgendwann doch
durch den Tod des Jordan gehen müssen. Wie immer der Herr es tut, wichtig ist, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wir tun gut daran, in dieser brennenden Erwartung zu leben. Und bitte vergesst es nicht, der Tod ist besiegt. Für immer und ewig. Der Tod hat ihn, Christus, nicht gehalten. Der Tod wird sie auch nicht halten. Seien Sie bereit. Erwarten Sie den Herrn. Denken Sie mehr daran, dass ein Platz im Himmel für Sie bereit ist, als an den Weg dorthin. Das ist Gottes Sache. Fangen Sie heute an, Dinge in Ordnung zu machen, aufzuräumen, Ihr Leben zu ordnen, den Sieg Jesu in Anspruch zu nehmen. Und dann werden Sie zur Stunde, wenn der Herr kommt, werden Sie bereit sein. Werden Sie mit Freuden ihm entgegengehen. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du diese Worte, diese Botschaft, diese Bibelworte, die wir gelesen haben, dass du das in unserem Herzen groß machst, lebendig machst, so wie wir es brauchen. Du weißt ja, wie wir hier gekommen sind, du siehst unser Herzen, du kennst jeden persönlich, du weißt, wer von uns vielleicht wirklich noch Gebiete hat, wo er deinen Sieg, Herr Jesus, in Anspruch nehmen sollte. Herr, hilf uns, dass wir es tun. Hilf uns, dass wir eine Entscheidung treffen. Hilf uns, dass wir heute nach Hause gehen, nicht wieder mit einer neuen Idee, einem neuen Entschluss, sondern dass wir nach Hause gehen und ins Heiligtum, um mit dir die Dinge anzupacken. Und dann, Herr, dürfen wir bereit sein, wenn du kommst. Danke, dass du für uns alle eine Wohnung bereitet hast. Das dürfen wir glauben. Der Himmel ist geöffnet, der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Du hast ihn frei gemacht und das macht uns froh. Und das wollen wir ganz neu im Glauben erfassen. Herr Jesus, wir beten dich an, wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.